Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Das ist ein Thema, das ich vor einer Zeit schon aufgegriffen habe, mit verschiedenen Themen, da geht es viel darüber zu erzählen. Und so will ich das heute mal noch aufgreifen. Erstens, weil ich einfach will, noch ein bisschen mit Dave zu gehen und ein bisschen mehr kritisch und die Sache will gehen. Und zweitens aber auch, weil ich der Meinung bin, dass die Leute, die mich schon eine Zeit lang regelmäßig lauschen, vielleicht auch sich mit der Zeit ein bisschen weiter an der Idee entwickelt haben, dass auch an der Spiritualität und an der Esoterik Sachen beim besten Willen nicht unbedingt so sind, wie man sie durchgestaltet kriegen. Es geht mal also nicht so drüber, für zu sagen, das ist oder das ist so, aber erst einmal die Frage abzustellen, inwiefern man das, was existiert, auf diese Gebiete, nicht doch mal der von Heinz uns auf Frage stellen, aber wohin er die Frage dann auch feiern kann, wann er sie dann mal bestellt. So, nun ist viel erzählt, vielleicht zu sagen. Ich will das Thema Tarot mal ein bisschen aufgreifen. Das kann ja, will ich das Spielchen noch ein bisschen mehr weit treiben. Ich habe schon hier am Tarot ganz viele Sachen kritisch angeschaut, wie zum Beispiel die Art weiß, dass die Leute sind, die Mengen Karten, dann stirbisch müssen zu lesen und dann, ja, da beweist der Gegenteil und dann, also aber für die eine Karte, die bleibt aber für negativ und die andere bleibt aber für positiv, etc. etc. Lo wissen die Leute, die schon mal geschafft haben, beziehungsweise Daming-Podcaste kennen, Daming-Video kennen, dass ich ein Tarot recht wenig gebrauchen, an einer Art und Weise für eine Zukunft zu leben, mit dass man da ganz oft darum geht, was man da selber lässt. Also, der Junge hat sich Fried um. Genau da will ich auch ein bisschen aussetzen. Mehr anstatt klack bei der ersten Karte anzufangen, will ich ein ganz anderes Thema abgreifen. Also, den ersten Punkt und der Sache ist, das was die meisten Leute wissen und was auch an ganz grob Tarotkuren so als ersten Level mal auf den Weg kriegt, das ist die berühmten Herkunft vom Tarot. Das heißt, ja, wir wissen das, was war es an den 1300er Jahren, da ist ein komplett Decke mal irgendwie an Italien gefunden gehen, die Visconti Sforza. Und darauf hin basieren sich dann Leute, dass das ein Tarot war, die gemeint ist, für als Spiel gebraucht zu gehen. Und darauf hin sind noch Bedeutungen von den verschiedenen Karten, beziehungsweise besonders von den großen Arkanen dann festgelegt gehen. Dass aber kein Mensch eine Ahnung hat, wie sich den Tarot überhaupt entwickelt hat, sich die Bilder und die Karten überhaupt entwickelt haben, bis überhaupt so ein Deck irgendwo mal existiert hat, was da vielleicht als Spiel gebraucht gehen ist, das geht einfach außer Urs gelost. Das heißt, das am Sinn von, das wahre Spiel an Donno als esoterische Technik gebraucht gehen, Punkt, fertig. Und damit muss man sich auffangen. Das, liebe Lausterer, nennen den an der Religion ein Dogma. Das ist der Moment, wo ein abhält, ein 16er Frauen. Es sind allerdings der Meinung, dass das mehr nicht durchgeht. Und ich bin ein Mensch, der gerne einfach so für was drin erklärt wird. Mehr als bewusst, dass ich auch nicht wirklich kann für was erklären oder ein wie, weil man keine Ahnung davon haben. Wir haben von der ganzen Kaufsache keine Ahnung, aber basieren also bin ich ganz fest auf etwas. So eben auch von wegen, das klingt wie wenn du irgendein Neues abgestanden wäre, an den ist gegangen, an den hat die Karte gezeichnet, an hat ein Kartenspiel rausgemäht, und das war es. Wenn er schon alleine normal das Kartenspiel holt, und er stellt fest, dass das an sich ein Kalender ist, dann der will einfach darunter zu zweifeln, dass ein Tarot an erster Stelle nicht mehr ein Kartenspiel war. Einfach auch, wenn ihr die Bilder von der großen Arkana guckt. Aber genau da will ich noch ganz anders das inzwischen aussetzen. Ja, ein Thema aufpacken, was wahrscheinlich ein bisschen horisch ist für verschiedene Leute. Weil die echt Ideen, die fast gesagt sind, wie in die Karten zu deuten haben, waren mehr wie religiös festgesagt, basiert. Da brauche ich keinem zu erzählen, brauchen sich das Karten ein bisschen umzugucken, das guckt sich den Hierophant, den am Französischen auch nach Le Pape heißt. Also wir sind 100%ig an den Richtungen NRW.
Natürlich schon sich an der Zwischenzeit der ganze Kopf Decks entwickelt, wo die Quaten anderes gezeichnet gesehen, auch anderes benannt gesehen und dadurch auch vielleicht mal die eng oder die andere Bedeutung kriegen, beziehungsweise sie von der Bedeutung aufgewischt. Mir ist schon immer das Gefühl, dass Kind sich traut, die Sache wirklich 100% zu hinterfragen. Und ich werde dabei eine von meinen Lieblingsquaten rausholen. Soweit das auch vielleicht, also die Leute, die mich kennen, die wissen genau, was du könnt. Die anderen Leute, die werden das vielleicht ein bisschen erstaunen. Mir das Quat vom Teufel. Und zwar will ich euch ein bisschen erklären, wie eigentlich bei mir die ganze Sache losgegangen ist, dass ich angefangen habe, die Sache von einem ganz anderen Blick zu betrachten. Und zwar war mir dem Ciro Marchetti sein Deck über den Weg gelaufen, dass von den ersten Decks, was ich lesen konnte. Du hast den Teufel auf eine Art und Weise durchgestellt, die für mich persönlich extrem spannend ist, wenn ich das Ganze ein bisschen mehr psychologisch gucke. Hier ist den Teufel mit einer Maske durchgestellt, und ob der Quad gesagt den innen den Nachsitzen, den sich umdreht, an den Teufel gar nicht will betäuschen. Das heißt, dreht doch die Hände so am Sinn von, geh fort, und der Teufel steht Hände rundum, sein Gesicht ist vollkommen wertneutral, und er hat eng Sandauer am Grab, die gekippt wird. Das heißt, er hält Zeit an. Und der Marchetti, sein Buch von dem dritten Tarot, wie heißt das schon, den Traumerbe-Tarot heißt am Deutschen, ist für mich ein von den besten Büchern für zu lesen, wenn man sich mit Tarot will befassen. Weil du ist auch eine Intuitivdeutung dabei, und du könnt effektiv die psychologischen Dinge dran, dass in do op einer Position ist, wo es also schiert geht. Das heißt, wenn ihr ganz oft liest, wie die Quad betrachtet wird, das geht ganz viel Aufhängigkeiten, auch Süchten und so viel und so weiter. Aber das geht immer an einer ziemlichen oder Weise betrachtet, dass es extrem ein Jugement ist, eine Bewertung. Aber nicht die Idee von einem schiert, den uns sich einfach nicht mehr bewährt gehen ist, wo Teile von uns, die wir verdrängt tun, aber wo es darum geht, die mal an einer proper Schiedarbeit rauszuholen und die genau zu betrachten. Und sie dann an einer wertneutralen oder Weise zu integrieren. Also nicht am Sinn von, wie heißt New Age Esoterik dazu gerne mischt, ich integriere nur mein Schied. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass die negativ ist und dass die schlecht ist, aber ich bin da so froh mit dem Deal, und dann leben wir ihn aus, wie all die anderen Leute müssen das dann irgendwie erdrohen. Aber echt an dem Dingen, was ist wirklich das, was hinten drauf steht, was irgendwie nicht durch irgendetwas als negativ bewertet ist. Und während ich mit dem Gedanke gespielt habe, und auch die Quad für mich immer das weiß, weil er viel mehr wertneutral eigentlich an seinem Bild ist, wie ihn da gezeichnet ist, war ich an der Zeit auch mit einer Person in Kontakt, die mich eigentlich darüber hingewiesen hat, dass ich da so ganz gern mit der Artuslegende schaffe. Und darauf sind, ob seine Ideen sind ich da hingegangen, und ich schon mal die großen Arkanen an den Kreis gestellt, wie wenn sie an einer Tafelrunde versetzen. Und da ist etwas rausgekommen, was man den nächsten Tick gehen hat, an die Richtung, die nächste Kuh an die Richtung gehen hat, für die Sache effektiv mal so komplett wertneutral auf fern eigentlich von Religionen an von religiösen Ideen und Moralvorstellungen mal zu betrachten. Weil wenn die großen Arkanen an den Kreis aufstellt, die Quad, die dem Teufel gegenüber steht, als kein anderen wie den Herrscher. Da will ich euch an eine ganz andere Richtung zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, inwiefern der mit der Mythologie und der Legenden vom Artus, von der Artus-Legende auskennt. Also ich schwätze nicht davon, ja, dass an Zwischenzeit der Meinung sind, dass es ein König Artus ging aus, den aus Italien kommt und so fort und so weiter. Ich schwätze wirklich von den Mythologien, die mal hier auf den typischen Heldenreisen basieren, etc. etc. Und da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar, dass auf der Tafel rum ein Platz frei ist. Und zwar die dem König Artus gegenüber ist. Und auf der Platz sollte der Mordred sitzen. Der Mordred
aus dem König Artus sein Fils, denen mat seiner Schwester gezeugt huet, also an einer Zeit, wo nach Gunnet religiöser christlich NRW war, me wo nach sich die heethnisch Bereich festgesät huet, an déi ausgelieft huet. An durch astische Ritual as het geschieht, dass mat seiner Schwester Kant gezeugt huet. An dat ass de Mordred. An de Mordred ass fir hi sein Erzfeind. An dofir derf de Mordred net Tafel ranzukommen. An dofir ass die Platz immer frei. An den Tag, wo de König Artus op de Mordred trifft, zersteieren se sech spät. Dat Tisch, sie bringen sich gegenseitig um. Aber wenn sich das Ganze mal psychologisch an dem ganzen Aspekt runhält, dass man von einer Tafel run, also schwätzen, die man aneis hun, keine schwätzen, die man aneis hun, dass man von einer Heldenreise schwätzen, an der Funna, dass ein größten Aspekt, den also als größten Challenge, den als die schier zu integrieren, den als gegenüber setzt, über die werde ich auch noch ein paar schwätzen. Und das ist auch ein, wo ich wirklich nimmer kann, den erst Zeit zu holen, das würde ich ja schwer erklären, mal durchzudenken, auch vielleicht die eine oder die andere nicht drüber zu schlafen. Also das ist der wichtigste Aspekt, und das ist genau den König Artus vernachlässigt wird, nämlich sich sein Erzfeind oder den als Erzfeind konsideriert wird. Weil der Beruf konnte schließlich nicht das hin aus der Not entstanden ist. Und dann hätte können invitieren und hätte sich damit wahrscheinlich eine große Allianz können schaffen. So wie mehr, aber mehr als ein wirkliches Schild unholen, und als die Schild wirklich betrüchten, herausfinden, dass mehr etwas par rapport zu Werten, die wir unerzugriffen tun, etwas als negativ bewerten, was nicht per se muss negativ sein. Aber alles das habe ich schon in gewisser Art und Weise erklärt. Demgemäß, also es ist eigentlich ziemlich normal, dass ihr seht, was ist dann lo, wann in den Teufel nicht einfach kann aufmachen mit, ja, das sind als Aufhängigkeiten und das sind als Süchten und so viel und so weiter, mit dass wir als wirklich die Courage holen, an als dahinter setzen, an als mit dem auseinandersetzen. Weil par rapport zu einer Struktur wie den Herrscher bringt, steht dem Moment den Teufel komplett als die pure Natur an Eis, die ungezähmten und ungebändigte Natur, die mir an Eis haben, steht sie an bis dato haben wir probiert, oder sind wir erzogen dazu, zu probieren, die zu unterdrücken, aber nicht zu kennenzulernen, sie zu gerieren und sie dann integrieren zu können. Und da gibt es dann auch der nächste Punkt, den drin wichtig ist, den wir am Lauf von meinem Weg am Tarot dann über den Weg kommen. Und dafür gibt es eine andere Anekdote. Und zwar habe ich ein Deck, wollte ich unbedingt immer haben. Und zwar war das ein Alice Tarot. An der Zeit war ein Alice Tarot nicht ein zweite Jahr heraus, das war out of print, und so ein Deck hat $600 gekostet. Und ich habe durch einen Zufall sind ich op een hergehoden, den een Deck gesicht huet, wat ich hat, aber wat mich nicht interessiert huet, an dat einzig wat mehr kommt als Austausch gin, wo den Alice Tarot, den hier von engem geschenkt huet, aber dem hin ich konnte aufhängen. Dat heißt, ich schon een Deck gin, wat mich knapp 40 Euro gekostet huet, an ich schon a retour een Deck krit, wat $600 wert war. Ich war begeistert. Ich habe Karte geguckt und ich war gar nicht begeistert, weil die sind mit so einer Art Collage abgesagt und ich kann einfach mit dem System nicht aufhängen. Mit Buch. Und es gibt eine Karte, die mich da getriggert hat, und zwar Karte vom Mond. Weil hier sei den Alice aus dem Alice in Wunderland, sei den der Kaninschebauer aufzufallen und dann oben, also da sei den nach den Abgang und da sei den der Mond. Und ich war einfach ein bisschen erstaunt darüber, weil das natürlich für ein oder weiß, ich sehe nicht, schon nicht verstanden, also habe ich am Buch noch gelesen und er erklärt, dass der Mond ganz viel damit zu tun hat, dass es eine Befruchtung ist. Es kann eine echte Befruchtung mit Gedanken, mit Ideen sein, die ihn hat. Es kann aber auch natürlich, wenn er wirklich pure durchhält, kann es eine wirklich Befruchtung sein. Wir schwätzen immer hier vom Mond, wir schwätzen vom Zyklus von einer Frau.
Wenn ich bedenke, dass wo ich angefangen habe, mich mit Tarot auseinanderzusetzen, als die Quart vom Mond 100% als Illusion betrachtet gehen. Also etwas, was absolut, wie soll ich sagen, nicht real war. Und das war immer so als Bild und immer als Argument, da war das, der Mond liegt nicht mehr, Wellen von der Sonne belicht wird. Ja, wenn ich das mal 2 Sekunden lang mit einer kleinen Klammer auf den Taoismus rüberholen, dann hunnechte hin kann man da sein Potenzial entfallen, wann Yang betrifft. Das heißt, sie wird neutral noch immer gut NRW, aber mit einer Illusion ist das beim besten Willen nicht zu dienen. Und darauf hin habe ich mir mal ein Kehr genau die Quart angeguckt vom Mond, so wie der Rider-Waite weist. Und du seid den 2 Tieren, und zwischen den 2 Tieren hat das Wasser. Aber das waren die 2 Tieren, wenn die nicht irgendwelche Tiere sind, aber wenn das Bein von einer Frau sind, symbolisch angedeutet, wo dazwischen das Wasser lebt. Also die ganze Geschichte vom Wasser, was die Frau betrifft, als Schöpfungsakt. Und darauf sind ich mal die Quarte mal allgemein gegangen, die so zusammen als kleine Gruppe Menschen sind. Wir haben einen Turm. Ja, ich gehe nicht zu, so kann lang extremst freudianisch. Ein Turm als ein falsches Symbol. Also ein Turm, ein falsches Symbol, das explodiert. Nun sind da viele, die sagen, den Turm hat viel mit dem Tod zu tun. Ja, ein Orgasmus nennt den auch den kleinen Tod. Wir sind also immer noch am Thema, aber wir trauen uns, oder beziehungsweise ich traue mich, und ich hoffe, dass der sich auch mal traut, dass ich mir weit zu gucken, das ganz mal auf einen kompletten irdischen Punkt raufzuholen, an den Zyklus, den absolut wichtig ist, für das Leben wirklich können zu gehen. Die Quart, die du noch kennt, ist der Stier. Erstens mal, ob der Stier Quart, wenn noch da noch ein der Rider-Waite hält, hat schon Frau, der Stier ist just zu drüber. Und die Frau ist am Gang gerade Wasser zu gerieren. Also wir sind schon am Anfang von der Idee von dem Zyklus. Aber wenn ich den Stier als Idee hole von Quart, als Idee, mal aufgesehen davon, dass das ganz romantisch klingt, so, wir sind aus Sternenstaub, das heißt, wir könnten auch nach Rigon am Sinn von, was ist, wenn das so ist, oder aus dem falschen Aspekt heraus der Sperma ist, wo die Frau da schon auf der nächsten Quart ist, an die mit der Mondquart befrucht ist, und wir da eine Schwangerschaft tun. Aber wenn das bis nachher immer nicht gelebt, der soll sich die Quart an den Druck gucken. Was tun wir dann auf einer Quart von der Sonne? Ein kleines Kant, was das Licht von der Welt erblickt wird. Also die Geburt. An all das, wenn das mal wirklich bis Sache los, kann rechtmäßig Sinn, wenn wir uns dem Teufel Gestalt tun, der für den absoluten Aspekt von einer Natur, an seiner Urform, an seiner purer, genauso seiner rauer Form, wenn wir die angeholt haben, dann erreicht, können wir gucken, können wir feststellen, dass doch an den gesunden Umgang mit einer Sexualität steht. Aber wenn man da bedenkt, dass die echt Erklärungen zu einem Tarot 100% christlich sind, verwundere mich dann, dass die Sexualität die Natur verdeifelt ging ist. Verwundere mich dann, dass die Frau an ihrer Weiblichkeit als Illusion dahinter gestaltet ging ist. Aber wäre es nicht heute an einer modernen Zeit, wo wir auch Psychologie mehr herausspielen lassen, der richtige Moment für den Quartenraum hier einen anderen, ich will nicht so hier richten, ich will mich nicht hinstellen, wie wenn ich die sehe, den die absolut wahre Matte fand wird, mir es mal so zu lassen, dass die religiöse Vorstellung, die als da imposiert wird, dass die vielleicht nicht so richtig ist, und dass die Erklärung, die ich gerade auf den Weg gehen habe, vielleicht auch eine Existenzberechtigung hat. Ich meine, das ist der richtige Ausdruck, für zu sagen, dass ich erst nicht nur durch die Gedanken von einer Fruchtbarkeit, von einer Schöpfung gelebt habe, aber dass es auch die Schöpfung war von diesem Podcast,
für vielleicht mal zu erklären, dass die Sache auch kann Ähnliches ausgesehen. Vielleicht bringt das dort in den nächsten Kehr mal daran, wann das Quarten lädt. Und noch da eine kleine Anekdote für aufzuschließen, wo ich das dort herausgefunden par rapport zu denen dort Quarten. Darauf hin habe ich effektiv einer Person mal die Frage gestellt, weil die hat nämlich eine Situation an einer Legung, die ich hatte, wo der Mond da war, und ich schon so da als die Situation mit Rapport, dass das Kind eine Schwangerschaft sind, und effektiv hat sich herausgestellt, dass die Definition und die Interpretation von seinen Quarten richtig war, weil die Person war in dem Moment auch schwanger, was ich nicht konnte wissen. Sur ce, wie immer, vielmals merci, dass ihr noch gelauscht habt, an einer schönen Mitten, einen schönen Abend und eine gute Nacht.